Mit dem Telefon wahrscheinlich wird es nicht gehen. Völlig sinnlos. Nichts. Sie sind mit Helium gefüllt. Also das haut alles nicht hin. Irgendwie eine Verlängerung oder so. Ein Besen oder irgendwas gibt's nicht. Oh, must I, Miss Hoffey? Sie geht nicht auf. Verdammt. Ich hätte meine Verkleidung als Kassierer mitbringen sollen. Dann hätte ich die Schublade im Nu aufmachen können. Tja, jetzt haben wir das nächste Problem. Ach so, mit dem geht nichts mehr. Ich sehe es. Und ich bin nicht gerade von den Socken. In der Rumpelkammer gibt es auch nichts mehr. Das klappt nicht. Heute ist der 13. Ja, da ist auch nichts mehr. Können wir Norman Bates vielleicht noch irgendwas geben? Nada. Geht nicht. Vielleicht die Luftballons? Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Und im Schluss? Ja, im Schluss haben wir wieder bei Ibanenstein. Das hätte ich gemeint, haben wir mit den Gummihandschuhen das vielleicht irgendwie Nada. Geht nicht. machen, aber es geht anscheinend nicht. Völlig sinnlos. Nix da. Ich bin mal fast geröstet worden, als ich eine Knopfzelle angefasst habe. Nichts. Darf ich etwas Sauerstoff aus Ihrer Flasche haben? Einverstanden. Aber nur, weil Sie mir das Blut gegeben haben. Sie sind mit Sauerstoff und anderen Gasen gefüllt. Ach so. Können wir denn jetzt damit irgendwas machen? Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Gut, jetzt haben wir irgendwelche Gase, also CO2 oder irgendwas drin hat. Völlig sinnlos. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Was für ein merkwürdiger Baum. Man könnte denken, er beobachtet einen. Können wir vielleicht das Battle Song? Nichts. Annik? Ein Spiegel? Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Mit meinem Geierkostüm könnte ich jetzt im Müll wühlen.
Vielleicht mit dem Gummihandschuh? Völlig sinnlos. Ums Haus können wir, glaube ich, nicht gehen, oder? Die Pflanze ist ein wenig verwelkt. Ich glaube nicht, dass ich an dem vertrockneten Efeu hochsteigen kann. Vielleicht könnte ich durch ein Fenster raussteigen und mich dann an der Wand abseilen. Ja, vielleicht sollten wir mal wieder heute einen Fortschrittsspeicher. Ja, aber ich bin mir irgendwie sicher, dass wir da irgendwas machen müssen. Mit dem Gummihandschuh können wir das nicht machen. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. So, irgendwie. Nichts. Das klappt nicht. Nada. Geht nicht. Völlig sinnlos. Nichts. Vielleicht, wenn alle zwei dort sind. Das haben wir nämlich auch noch nicht ausprobiert. Igitt, dieser Sumpf ist voller Mist. Ich steige da auf keinen Fall rein. Ich bin doch nicht verrückt. Steigt der eine? Na gut. Vielleicht kann ich dort unten mit den Luftballons atmen. Ach so. Stimmt ja, wir haben ja jetzt da Luft drin. Ja, das geht nicht, aber wir haben einen Gummihandschuh. Das klappt nicht. Warum nicht? Nada. Geht nicht. Können wir wieder da aussehen? Oberfläche. Völlig sinnlos. Warum geht es mit dem Gummihandschuh nicht? Nichts. Nix. Das klappt nicht. Achso, jetzt haben wir einen Otzung. Und jetzt geht's. Nichts Interessantes. Ach, brauchen wir die Flaschen gar nicht? Oder vielleicht nur den Zitteraal? So, jetzt gehen wir mal ins Schloss, Safi. Vielleicht braucht der Dr. Ibanenstein den Zitteraal noch. Hier, ein Aal. Reicht der für den Strom? Ah, klar doch, der reicht. Das war doch alles, oder? Ja, ja, juhu! Endlich kann ich meine Schöpfung ins Leben rufen. Oh, mach dich auf etwas gefasst, Welt. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Man wird sich immer an mich erinnern. Ich werde in die Annalen eingehen und... Stimmt genau. Sie werden sehen, wie glücklich die Verlagshäuser sein werden. Was für ein historischer Moment. Ach, ich weiß noch, als ich mein erstes Monster erschuf. Alle erklärten mich für verrückt. Leben aus dem Tod zu schaffen sei unmöglich. Aber hier bin ich, bereit allen zu demonstrieren, dass sie sich geirrt haben. Dass es keine Grenzen für einen schöpferischen Geist wie den meinen gibt. Mit diesen Bestandteilen und meinem perfektionierten Wissen kann nichts schiefgehen. Super. Wann fangen Sie denn an? Wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie das Teledingens reparieren könnten. Also, mir ist die Zeit hier sehr lang vorgekommen, auch wenn man es nicht merkt. Ich kann nicht mehr.
In Ordnung, aber Sie sollten wissen, dass Hektik kein guter Ratgeber ist. Deswegen liebe ich meinen Beruf. Boris! Ja, Meister. Bereite dich vor und führe meine Befehle gewissenhaft aus. Ja, Meister. Alles ist bereit. Sie werden vor Ihren Augen das Wunder des Lebens sehen. Etwas, das Sie niemals vergessen werden. Sehen Sie zu und lernen Sie. Ich beobachte ja schon. Boris, schalte die Alkali-Batterien zu. Auf Wiedersehen, Licht. Muss ich weiter zusehen? Im Dunkeln ist das wirklich etwas schwierig. Nein! Verdammt, warum musste mir das wieder passieren? Boris, du solltest den Elektriker anrufen, habe ich dir gesagt. Damit er die Installation überprüft. Ich bringe dich um. Ich bringe dich um. Ja, Meister. Meister, ja, Meister. Kannst du nichts anderes sagen? Nein, Meister. Das war was anderes. Sie... kein Wort. Beruhigen Sie sich. Ist doch verständlich, wenn man gerade sein Lebenswerk hat aufgeben müssen. Sowas aber auch. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich erklären, dass Sie das Teledingens nicht reparieren können, bis wir Ihnen eine Menge weiterer Sachen für Ihr Experiment besorgt haben. Stimmt's? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mein Wort gegeben und ich werde es halten. Warten Sie einen Moment. Ich repariere das Gerät sofort. Alle Achtung. Für einen verrückten Wissenschaftler ist er verdammt ehrlich. Ich muss im falschen Film sein. Hier ist es wie neu. Endlich. Endlich. Dammig nochmal, die ganze Kabellage ist durchgeschmuggelt. Boris, wirf den Notstromgenerator an. Ja, Meister? Du sollst in die Pedale treten. Kurbelt den Strom an. Ja, Meister. Genial. Jetzt muss ich nur noch Jeff holen und dann nichts wie weg hier. Fertig, Jeff. Das Teledingens funktioniert wieder. Gut, hat ja lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt los, ich will nur noch hier weg. Wo sind wir, Jeff? Ich kann nichts sehen. Wem sagst du das? Wahrscheinlich ist das hier eine dunkle Dimension oder so. Meine Güte, ist das hier dunkel. Und ziemlich nass, rau, klebrig und eklig. Uah, und müffelig. Hör auf, mein Gesicht zu begrapschen. Ups. Entschuldige. Aber wenn ich was sagen darf, könntest du dich nicht mal rasieren? So, und jetzt? Sind wir in Finstern unterwegs? Ich gucke, aber ich sehe nichts. Scheint ein verdorbener Fisch zu sein. Dem Geruch nach würde ich auf Dorsch tippen. Achso, Na, geht nicht. Ein Fisch kriegt. Da ist er Flaschen. Wo ist jetzt die? Ich gucke, aber ich sehe nichts. Eine Flasche. Vielleicht ist der Wein noch gut. Das ist ja Kaktussaft. Schmeckt ekelhaft. Da haben wir Konservendose. Eine leere Konservendose. Ich probiere mal. Lecker. Tintenfisch in Soße. Brauchen wir auch. So, haben wir sonst noch was am Magen? Völlig sinnlos. Ich gucke, aber ich sehe nichts. Magen, wo sind wir denn wir? Können wir denn das irgendwie kombinieren? Nee. So, das Smart ist auch da. Ich gucke, aber ich sehe nichts. Völlig sinnlos. Da tut sich nichts. Tja, jetzt haben wir nix mehr, oder wie? Tja, und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir
Können wir vielleicht das Ding wieder hernehmen? Das ist die Erfindung von Bakterius, dem Blödian, der uns diesen ganzen Schlamassel eingebrockt hat. Geht nicht. So. Und nun? Schön, aber was soll ich damit? Nichts Besonderes. Vielleicht können wir das... Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Tja, passiert nichts, aber die Dinger verschwinden. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Ich gucke, aber ich sehe nichts. Nichts. Das klappt nicht. Tja, jetzt haben wir die Dinger wieder los. Vielleicht sollte man mal dazwischen speichern. Gut, weiter geht's im Finstern. So, jetzt muss ich mal langsam irgendwie... Ob so, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Da heißt es Magen. Jetzt haben wir nämlich schon eine Dosen Ding gekaut. Tintenfisch, ein Kaktussaft und Smart ist der Omat. Und eine Flasche Kaktussaft. Also es muss irgendwie noch was dort sein, wo es wir noch nicht gefunden haben. Du hast Magen. Normalerweise müsste jetzt irgendwo so sagen, wenn wir drüber fahren. Das ist Jeff, mein Boss. Er scheint leicht gestresst zu sein. Ja, das haben wir, wie auch der Clever ist auch da oben. Ja, aber wo ist noch was? Haben wir da irgendwas gehabt? Ich gucke, aber ich sehe nichts. Das ist der Magen. Sind wir wieder in einem Ding? In einem Wal drin oder so? Es ist ein Minibarfläschchen. Mal sehen, ob der Tropfen gut ist. Oh, das ist ja Tequila. Viel zu stark für mich. Also ich vermute mal, dass wir in einem Wal sind oder irgendwas. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Ehrlich gesagt war das ziemlich eklig. Endlich etwas Glück. Sieh mal, wo wir gelandet sind. Das ist der Park eines gewissen Cretaceous. Der Typ muss ja Geld wie Heu haben, wenn alles so gigantisch ist. Da braucht man ja keine Brille mehr. Eins ist klar. Reiche Männer sind tatsächlich etwas exzentrisch. Hör mit dem Blödsinn auf, du Kasper. Das hier ist ein Dinosaurierpark. Hast du den Film nicht gesehen? Ich mag überhaupt keine Filme über riesige Reptilien. Ich gucke lieber Sissi und Peter Alexander. Komm schon, Fred. Das ist immer noch nicht der blöde Mumienfilm. Nimm das Tele-Dingens in Betrieb, damit wir hier rauskommen. Oder funktioniert es etwa schon wieder nicht? Ist noch mal was kaputt gegangen? Nein, Jeff, ganz ruhig. Nichts ist kaputt gegangen. Alles ist intakt. Dann drück auf den Knopf und raus hier. Nein, es ist intakt. Liegt aber da oben. Es muss mir bei der Ankunft runtergefallen sein. Wie? Wir müssen dahin zurück, wo die Dinosaurier sind? Das befürchte ich, Jeff. Dann los, aber sei vorsichtig. Ich möchte den Bauch des Viechs nicht nochmal besuchen müssen. Was jetzt? Nähern wir uns ganz, ganz vorsichtig. Wenn ich mich recht erinnere, können Tyrannosaurier nur Dinge sehen, die sich bewegen. Dann reicht es, wenn wir uns nicht bewegen. Gut. Hol endlich diese teuflische Erfindung und hör auf, Unfug zu machen. Puh, hat der eine Laune?
Ja, also wir sind im Jurassic Park jetzt. Mit dem Jurassic Park haben wir ja schon Erfahrung gemacht. Haben wir ja auch schon mal Let's Played. So, aber bevor es im Jurassic Park weitergeht, werden wir speichern und eine Pause erlegen.